So, Servus, Grüezi und Hallo. Welcome back zu einem anderen Video. Wir haben heute ein Bild der besonderen Art, sage ich jetzt einmal. Spezialisierung ist Überlebensexperte. Jetzt nicht, was der alles kann, was der macht. Dann haben wir die Scorpio und die Linkshänder. Wobei bei der Linkshänder ist tatsächlich egal, wie stark das die gerollt ist. Ich bin selber nicht so weit gekommen, dass es auf alles optimiere. Aber es geht um den perfekten Vorschlaghammer. Wird ein Zielschaden durch Granate zugefügt, wird es markiert. Markierte Ziele nehmen 40% mehr Rüstungsschaden und das Bewegungstempo wird um 30% reduziert. Die Markierung wird nach 10 Sekunden entfernt. So, das ist das erste. Dann haben wir den Patrioten. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Kapazität, Munition, Magazingröße, bla. Müsste auch jeder wissen, was der macht. Die sind allesamt auf Rot gerollt mit Chance auf kritische Treffer und kritische Treffer Schaden. Knopf eingezogen. Schaden durch kritische Treffer und Chance auf kritische Treffer. So, wie man sieht, ich habe es noch nicht ganz gerollt gekriegt. Da ist das Talent überwacht drauf. So, wenn man sie buckt, Waffen- und Fertigkeitsschaden und der von den Verbündeten 12% her, solange man in der Deckung bleibt. Im Rucksack haben wir den falsches Spiel von Uzina. Und ja, da ist der perfekte Opportunist drauf, der, wenn aktiviert ist, also mit der Schrotflinten auf den Gegner schießen, dann erleidet der 5 Sekunden 15% mehr Schaden aus allen Quellen, auch von den Kollegen, die mitspielen. So, dazu haben wir einen Hive und das Geschütz. Ich glaube, da ist jetzt fast wurscht, was man Hive tut. Kann man Drohne auch dort. Das Geschütz macht halt mehr Schaden. Ja, das war es eigentlich im Groben schon gesagt. Werte vielleicht noch. 51% Chance auf kritische Treffer, 110 Schaden durch kritische Treffer. Wobei, das ist ein Support-Bild für die Mitspieler. Also solo geht es auch zum Spielen, aber es macht also viel mehr Spaß, wenn man zu zweit oder zu viert spielt, weil es den Schaden von den anderen sehr stark in die Höhe zieht. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Gameplay. Zu zweit und zu dritt später dann. Da sieht man die Effekte ganz gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann lasst mir ein Abo oder ein Like da, dass ich auch ein wenig weiterkomme. Und dann sage ich mal dabei, pfiat euch, bis zum nächsten Mal.